Moin, das ist Caroline, wo was der Bauer nicht kennt. Heute als Rezept machen wir gebrodenen Schoufleur-Schnitzeln mit einer fruchtigen Courgette-Salat. Zack, das geht. Also, für uns anfangen schneiden wir den Schoufleur ganz genau an der Halschen durch, für das es zusammen bleibt. Und dann so 1 cm bis 1,5 cm neben drin vorsichtig auch. Und der Rest, was drauf fällt, da machen wir einen Zopf davon. Einen Schoufleur-Hanfzopf. Nicht das Rezept. Nächstes Rezept sehen wir dann. Vorsichtig. So. Das ist der Strunk, den das ganz zusammenhält. Voilà. Das geht ziemlich kapittelt. Das ist nicht schlimm, aber das heißt ein schöner Schnitzel. Das heißt, ein Schoufleur-Cup gehen in der Regel 2 Schnitzeln, und der Rest wird weiterverwertet. Kann er noch einen Salat damit machen. Salat ist auch ganz witzig, weil die einfach klein schreddert, rascht. Oder dann auch klassisch den Parmesan. Daraus mit dem muss ich dann drüschen. Was ich immer gerne mache, ist einfach ein Schnellzöpfchen daraus. Für Handstühle oder an einem Töpfen. Ja. Also, Kaisermehl, Currypulver, Salz, ein bisschen Agavendicksaft. Und Wasser, bis das der schönen, cremigen Teig ist. So. Pan mache ich direkt un. So, mit Öl holen wir in geschmacksneutralen Öl. Schützen Pan gut viel. Und Hanno geht es aber da wirklich auf mittlerer Hitze bis niedriger Hitze ganz los Brote gelöst. Da flattert mal schön im Pan. So, in der Zeit der nächste Paneiert. Spannend ein bisschen. Wir können die schön brutzeln in der Zeit. Und bitte Salat. So, wie immer haben wir also eine schöne Welle gehabt. Wo wir das Courgette. So. Schön. Ich muss wirklich aufpassen, dass das nicht zu heiß ist, weil der Schoufleur soll ja ein bisschen durchgehen, soll ein bisschen Müll gehen und aber nicht verbrennen. Ich will noch auf Feuer stehen. Die Platten sind natürlich alle verschieden. Voilà, für Salat machen wir einen guten Vinaigrette. Ich habe gedacht, heute ein bisschen fruchtig. Ich habe ein bisschen Gräschchen am Tag, die letzten Felsenbirnen, die ersten Mahlbeeren und einen halben Granatapfel, weil den da war. So fertig. Aprikot. Ich komme den da dran. So, für das Vinaigrette brauchen wir ein Teelöffelchen Muster. Ja, erst Löffel Honig. Das sind 3 Esslöffel Essig. Salz. Pfeffer. Ich hole immer schwarze Pfeffer, auch für einen Salat. Das ist nichts mit ihm, du meinst, wer mit dran? Nee, schwarze Pfeffer schmeckt gut. Die Weiße, den holt so einen Touch Katzenpiss für mein. Der Kameramann, der guckt ganz ungeekelt. Stimmt, glaube ich.
soll ja nicht verbrennen, aber so schön rundherum knusprig gehen. Kriegst du länger Zwiebelchen. So, knöbelig. Prassenischer Salat. So, voilà. Rannehmen und ein bisschen Agavendicksaft dran machen, wenn ihr wollt. Und geht den dann einfach mal am Gut, ne? Voilà. Und dann sind wir schon fertig. Brötchen von der Salat. Vinaigrette. So. Pilzbeeren. Voilà. Und dann ist es schön. Schupfler. So. Ein bisschen Borratschplimmerscher. Und hier ist eine von meinen Lieblingen am Garten, Lavatera. Auch wenn ich so eine kleine Action holt, wo ich kann etwas pflanzen. Das ist einfach gesehen, so mit den Blättern so schön. Das war eine halbe Meter hoch und das voll Blumen. Wunderschön. Lavatera hieß das Ding. Schmatz. Denkt dran, ich bin gerade nicht zu frei, ihr was Courgetten zu machen, sonst ziehen die nämlich Wasser. Die Vinaigrette könnt wirklich just frisch für servieren und da sind die knackig am Top. Guten Appetit! Denkt dran auf YouTube, als zu abonnieren, das gibt uns viel bringen. Merci!